Herr Klömmert, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, den Premier hat es gerade gesagt, das puren Chaos ummacht. Das pure Chaos, weil die einen, die wollen das ein, die anderen wollen das besonders, dann die dritte, die wissen gar nicht, was es Lösungen gibt. Die einen wollen Zentralapplikationen, die lassen sich auch noch von Geheimdiensten beraten, die dann natürlich attestieren, dass die Daten 100% sicher wären, wenn so ein zentraler Server sind, so wie in England am Moment. Das ist der Moment, wo ich froh bin, dass Großbritannien die EU verlässt, weil das sich gut, dass Geheimdienste zumindest bei uns am Moment nicht mitzuschwätzen und ob Donnerien bei so einem System sicher sind oder nicht. Die Wissenschaft ist sich nicht eins, nicht mal ob ein Institut halt zu Lützeburg, den sich Security and Trust nennt, also in sich eins, ob in der Lo ein Tracing-App wollt oder nicht, ob es ein zentral oder ein dezentral soll sein. Das ist ganz gut so. Das ist die Freiheit von der Wissenschaft. Wissenschaftler sollen viel denken, mit das als Responsabilität halbannen dann aus den verschiedenen Messagen etwas rauszukristallisieren und eine politische Message drauf zu setzen. Dafür hatte ich den 17. März eine Motion deposiert, die sich mit dem Thema von den Tracing-Applikationen beschäftigt hat. Diese Motion auf an die Kommission verwiesen, wo sie den 21. April an einer Dach ganz konstruktiver Kommissionssitzung, wo ganz viele Faktoren auf Tapet kommen, an aus der einen neuen Text hergegangen ist, den dann noch haut von den Fraktionen von einem ganzen 54 Deputierten hier bannen matt gedroht wird. Ich über Genisch? Merci vielmals. Das verbessert Motion. Ja, am schönsten wäre, wir bräuchten kein Tracing-App. Am schönsten wäre, wir hätten keine Corona-Krise. Ja, das wäre am schönsten. Nächstbeste Lösung an der Corona-Krise ist den analogen Tracing. Etwas, was wir kennen. Etwas, was datenschutzkonform ist. Etwas, was den Leuten hilft, wo persönlicher Kontakt besteht. Aber wir sind an einem Europa, wir sind an einer Europäischen Union, wir sind an einer globalen Welt. Und da kann es sein, und ich so kann sein, dass Rechtsbeschränkungen just fallen werden, wann dann die Leute freiwillig können auf so eine App zurückgreifen. Und nicht dann sollte es auch zu so einer App kommen. Auf Fall sie zu einer App können, da gibt es Motion, die redigiert wird, der Regierung ein klares Verhandlungsmandat hat. Wir als Chamber wären die ersten an Europa, die ihre Regierung ein klares Verhandlungsmandat hat auf den Weg gehen, en amont. Normalerweise beschweren wir uns, ex post, was da lorem diskutiert, der Beschluss gauf. Hier haben wir als Parlament mal ein Jahr vorgegriffen und gesagt, was nicht geht. Was nicht geht, und das geht ganz klar aus der Motion hervor, das ist ein obligatorisches Tracing-App. Was nicht geht, ist ein Tracking von den Leuten. Was nicht geht, ist persönlich Daten auf zentrale Servern zu speichern. Was in bestimmten Bedingungen geht und danach immer freiwillig als ein dezentral Tracing-App. Eine App, wo kein persönliche Daten weitergehen, ohne dass die Person, die sie generiert wird, das explizit akkordiert. Wir fordern heute aber nicht nur das, wir fordern auch, dass Kinder diskriminiert gehen, den entweder keine App installieren kann oder keine App installieren will. So, dass den nicht kann einem verbieten, ankaufen zu gehen, just weil er keine App hat. Auch das ist ein wichtiger Baustein, für zu verhindern, dass aus einer freiwilligen App durch die aber eine obligatorische App gehen. Dann ist ganz wichtig, dass Nutzer proprietär über die Daten sollen bleiben. Bis dem Moment, wo der Nutzer selber sieht, ich überdrohe etwas, verlose kein Daten sein Handy. Auch das ist ein wichtiges Prinzip aus der App. Gleichzeitig fordert die Chamber mit dieser Motion, dass der Quellcode öffentlich muss sein. So, dass alle Nutzer dadurch kontrollieren, ob die Garantien, die wir hier fordern, auch umgesetzt gehen. Auch das ist ein Zeichen von Transparenz. Aber schlussendlich darf auch kein Tracing abbauen an einer App, die schon andere Gesundheitsdaten hat.
auch so soll verhindert gehen, dass irgendwo in der Büget an nach Donneien aber über Umwege man nie verknappt gehen. Ja, es wäre gut, wenn man nie eine App bräuchte. Aber wenn wir von der Aktualität überhol Gefe gehen oder mit Einschränkungen von der Rechtsfreiheit konfrontiert wären, dann, und nimmen dann, muss so eine App enkadriert gehen. Und schlussendlich soll man evaluieren, ob das ganz so etwas brucht tut. So schützen wir Privatleben von den Leuten durch Freiwilligkeit, Antidiskriminierung und Transparenz. Als echt, aber es ist das einzige Land an der EU. Das ist so nicht mehr. Merci vielmals, Herr Klemmer. Als erster Redner, als die Honorable Madame Viviane Reding angedrohen.